Ja, mit dem Moment alle gehört. Ich war ein bisschen überrascht, wie ich hingekommen bin, an Fuschieren Schild gesehen, im HGF Daisling geworden. Ja, ich meine nicht, dass es so was, aber wir sind noch einer immer am Mittelland. Ich freue mich, glaube wir heute dazu beizugehen, für die Bilanz zu machen von unserer Chambre, nachdem wir es aufgeteilt haben. Ich in Teil, das Herrsche in Teil, aber in das ist merken, werden wir hier fahren am Detail, können wir bei Erbisch angehen, mit vielleicht ein paar wichtige Sachen abstreichen. Aber mir wird das hauptsächlich sehen, die Situation von den Flüchtlingen auf allen LuxLeaks an Finanzplatz. Ich will aber darauf aufhängen, dass wir vielleicht mal einfach klarstellen, was man dann überhaupt an der Chambre machen. Und zwar, oder was Chambre überhaupt möchte. Und zwar möchte Chambre, also ihr wisst, zwei Sachen, so möchte Gesetze, diese vier diskutieren, aufstimmen, also kontrolliert Regierung. Das sind am Anfang das alles, was sie für formalen Aufgaben wird. Für Reis könnt dabei, für gerade in dem Zusammenhang die Interesse vom Salariat, von den diskriminierten Minoritäten zu vertreten, das heißt für do systematisch 95 bis 99% der Bevölkerung zu vertreten. Aber wie David gesagt hat, wir sind ganz stolz darüber. Wir wissen noch, dass wenn wir da fertig bringen, schlussendlich sehr als von Kräfteverhältnissen auf eine gesellschaftliche Mobilisierung, ich komme nach darüber zurück. Mittel, die wir holen an der Chambre hier als erbig zu machen, das sind erstens Plenarsitzungen für die Chambre. Das ist schon weiter bis 2021, also das ist das Jahr 2020, der Mittwoch, der 29. Das sind Kommissionen, die haben von geholt Diskussionen vorbereiten. Das herrscht als feste Member an 4 Kommissionen, das ist ein internationaler Observateur, 6 Kommissionen, die zum Teil ein, 2 Wochen zusammenkommen. Und da kann sich schon ausrechnen, wie Volumen von Erbistadt das gibt, an der David wird zukommen. Ich bin Member an 6 Kommissionen, plus ein international, plus Observateur an 6 Kommissionen. An die Kommission ist eine relativ aufwendige Geschichte, aber wichtig, weil dort die Diskussion bis zum größten Teil laufen. In anderen Moyen, die wir haben, das sind die Kommunikation parlamentäre. Wir haben in letzter Session 80 schriftliche Question parlamentären gemacht, plus eine mündliche an der Qualität. Ich komme nach darüber zurück. Wir hatten bislang 3 Interpellationen gefragt, eine über NATO, eine über Berufsformation und eine über LuxLeaks, die dann am nächsten Donnerstag stattfinden. In einer Meier, die wir holen aus 4 Punkten, ob nur das Jure setzen zu können oder Ministerin an die Kommission anzulöten, Interventionen am Plenum zu machen, Amendmente zu Gesetzesprojekten zu machen, Motionen zu machen, nachdem die Regierung auffordert, einen bestimmten Bereich zu agieren, Entrevue, wie David gesagt hat, Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Die ganz ehrlich, die wird koordiniert dafür berät, einerseits von unserer Fraktion, das sind die 2 Deputierte, plus die hat sich die 2 Leute, die hin und her assistieren, helfen den David an den Markt. Wir haben nicht nur auch an Zusammenarbeit mit dem Steve, mit dem Sekretariat, und natürlich aber auch an Zusammenarbeit mit dem Büro und das nahe Koordination von der Lenker, weil es ganz wichtig ist, dass man das Chambre merken, reflekt als von dem, was wir als Priorität gehen als Gesamtbewegung. Vor die ich kann stellen, dass die, wenn ich mal im Detail guckt, was man alles von wie zeitaufwendig da das, aber man alles da merkt, wenn man da dem parlamentarischen Kretinismus verfallen sind, von dem Karl Marx schon am 18. Primär gespart hat, hat sich Rosa Luxemburg war ein Kader von der Deutschen Revolution oder viel wie Flotte Erich Mühsam 1920, wie gesagt, so war Kreischen oder Lernen, wie gesagt, ganz revolutionäre Rückständigkeit vom deutschen Proletariat besteht allein am parlamentarischen Kretinismus, wo ehrgeizig unwissen, dass der bourgeoise Ideologie verkommen Führer so lange keine andere Waffen wie gesehen wie die Stimmenzähler an dem Plattform, wo in all 5 Jahren Effekt erzählen kann, dran geheilen, bis das dazu ihrem absoluten Fetisch geht. Ich meine nicht, dass man dem verfallen sind, weil wir wissen, Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft gehen nicht an der Chambre, gehen nicht am Parlament geändert. Gesellschaftliche Veränderungen geschehen durch außerparlamentarische Mobilisierungen.
dat wir mir am Parlament abbringen können, als nicht unabhängig, also aufhängig von gesellschaftlichen Mobilisierungen. Dafür wird die Linke auch immer mindestens gerade so aktiv sind an den gesellschaftlichen Bewegungen, an den Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, wie an der Chambre selber, ohne Nummer da, ich an der Chambre soll gemerkt gehen, für da Rückspiegel nicht soll unterschätzt gehen. Wir wissen noch, wir wissen sogar, dass von aus Griechenland, von der Regierung, als dann lange in der Macht war, dass in der Macht nicht Macht, dass immer die Herrscher nicht Macht sind. Ich gehe nicht mit zu betonen, das ändert sich recht dann, wenn die ewig, die in der Macht sind, nicht können, wenn die Jungen nicht mehr wollen, dann können dabei, natürlich ist man parlamentarischer Kretinismus, die man nicht kapabel ist, von Jungen nicht mehr wollen, für Strukturen zu schaffen, dass sie sich selber können organisieren, selber ihr Schicksal an die Hand holen. Ich meine, das ist das, was man darüber raus schaffen und nicht hier nur eine geringe parlamentarische Orientierung zu bekommen. Das Resultat von der Erbschicht, ich will darüber erinnern, was Jean-Claude Juncker, den André Hoffmann, ich meine, 2009 gesagt hat, ob der Tölli an der Debatte war, da hat man jemand eigentlich interpretiert. Den Sergio Berni wird da aber weitergeführt, wie gesagt, nur den letzten Fall. Wir werden mit zweiten Beteiligten als Erbschicht verfeierfachen. Und ich meine, das ist auch gelungen. Und wenn wir immer fertig bringen, man muss ja noch nicht immer dazu holen, hier alles nur raus so zu kommunizieren, wie ich so sicher, dass doch Leute wissen, was wir wirklich abfeiern. Ich muss aber so, geschieht aber ganz viel über die Presse, die regelmäßig nur in Kommissionssitzungen präsent ist oder aufgeht, da war. Geschieht auch vieles durch Stellungnahmen von uns Matherbischter auf den sozialen Netzwerken, wo wir bloggen, ich meine, gibt immer eine Tradition zu Lützburg für Chambresbericht, das ist vielleicht über den Jahr, wir waren eine älteren Leute. Und auch wir mussten wir nachdenken, ob wir als Kommunikation an den Bereich nicht können verbessern. 2:60 ist effektiv ein Problem, ich meine, vielleicht ist es kein Problem. 2:60 Deputierten spiegelt nicht reell irgendwas an der Chambre durchsteht. Ganz viele wichtige Initiativen an Impulse konnten von zwei Deputierten geholt gehen, an den anderen auch abgezwungen gehen. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die zwei Deputierten ganz tags viel mehr die Realität draußen von den ONG, von den Gewerkschaften, von den Mobilisierungen rumspiegelt, wie das bei anderen, die da echt da sind, für die Mächtigen der Macht zu halten, wie bei uns. Ich bin als im Bereich recht zuständig, das Herrsch geht dann nur andere Bereiche, uns hauptsächlich auf ein Thema. Ich bin als im Bereich recht zuständig, einfach ein paar Beispiele, die noch ein bisschen lang diskutieren. Von einer Mobilisierung für die Studenten, für die Kursen, weil wir die einzigen, die du wirklich Studenten an der Chambre vertreten können. Leider also da beginnt ich ja dabei an der Umwelt und an der Klimapolitik und der Umweltorganisation der ONG keine Vertretung mehr an der Chambre sind, dass die gering an der Regierung sind für hier Ziele, Klimaziele zu verteidigen, an die geringen Märkte wirklich durch hauptsächlich Schadenbegrenzung von dem, was am Umweltbereich geschieht. Ähnlich als es beim Transport nachhaltige Entwicklung, bei der Wohnungspolitik von da bei der Austeritätspolitik, dem Datenschutz, Stichwort Vorratsdatenspeicherung an zweckentfremde Datenanwendung, Kamerazählung an Hochschulpolitik, Reformen der Funktionspublik, an x andere Themen aus der Petitionskommission und die Schreiber nicht angehen. Nicht denen, wo das herrscht, nach aktiv ist. Dabei geht noch froh ein Thema, wo es schwierig ist, sich durchzusetzen oder eine andere Stimme hören zu lassen. Ich gebe ein paar Beispiele, dass nach der Militarisierung, was nach immer ein Tabu ist, zuletzt für darüber zu diskutieren, und schon aber auch bei den ONG mehr großes Interesse aufkommt, für mehr Diskussionen zu führen. Und das Finanzplatz, Luxleaks, kommen darüber, dass Flüchtlinge und Migranten, und sie gerade die zwei Punkte, auf die ich werde zurückkommen. Es gibt auch ein Thema an Aufbau und Regierung, wo man keine Antwort oder eine lakonische Antwort gekriegt haben,
was zu bedauern ist, weil du da auch effektive Kontrollrechte vom Parlament über die Regierung offensichtlich auch vorgestellt wird und das auch so gewollt, dass wir die Majoritätsparteien, wie sogar die Punkte, wo ganz tags etwas ausgelesen wird, immer das rausgegangen ist, was und die auch Richtung von denen geht, weil die Majorität gefährdet. Ich will just ein paar Beispiele gehen. Vertreter vom Staat an den staatlichen, also an den Verwaltungen von Betrieben, auf den Staat betätigt das, die Regierung, das geht keiner persönlich mehr, was sie wollen. Wir sollen nicht entweder das die Chamber décidéiert an der Konferenz der Präsident, dass die Regierung ihre Haltung muss ändern und die Liste muss bekannt gehen. LuxLeaks, wo vom 4. November und wo am Anfang gehört, der Konsortium für die Journalisten mal abgedeckt wird, was alles gelernt, was alles ändert hat. Die nächsten Dienstag, ich werde auch eine Interpellation an der Chamber dazu sind. Im Mittwoch werden wir schwätzen an der Kommission oder die Recherche über die Protektion für die Lanceur der Whistleblower, was auch ein Thema, das lange ignoriert ging. Und auch die Haltung zu den Flüchtlingskatastrophen am Mittelmeer wird auf eine Initiative hin im Mittwoch der Mittelmeer von der Chamber sind. Also ich meine, das ist ein Thema, das schwer als wichtig ist, immer im Not zu haken, an die Erbicht zu merken, die man dort merken. Und dann, David hat schon gesagt, der Mittwoch steht auch in anderen Punkten, und in Deutschland werde ich eine Menge letzter Chambersitzung deelhüllen, aber im Mittwoch werden David das überholen. Ursachen davon sind bekannt, ich gehe nicht weiter darauf dran. Das sind hauptsächlich gesundheitliche Ursachen, nicht weil ich noch schwer krank bin, aber weil ich nicht mit Kraft habe, für die Arbeit so seriös zu machen, wie ich der Meinung bin, dass ich sie soll machen. Wir sind aber auch der Meinung, dass heute für EU aufgrund der Rotation, wie sie viel gesehen war, dass EU echter zu machen, die Weste zwischen David an mir auch Viertäler hat, an dem Sinn, dass du wirklich den jungen, dynamischen, erfahrenen Menschen dahinter können, an all dem Enthusiasmus, den wir erst mitbringen, und dass man in dem Sinn auch vielleicht positiv was, wenn man die zwei Deputiert nicht müssen wir den E-Wessel, weil den anderen Wessel schon ein Jahr stattfindet, und das hat mich auch gefreut, dass neue Matterbicht, den David soll unterstützen. Der macht heute noch einen Bereich von der OMG, ASTM, wo wirklich ganz wichtig Erfahrungswerte für Reis Matt bringt. Ich wollte kurz sagen, ob die Problematik vom Massensterben am Mittelmeer als ein Beispiel mit David hat eben ein bisschen vorgekommen, das ist auch gut so. Das eben in den Beispielen, wo ihr gesagt habt, wichtig ist, dass ihr immer im No-Hack, dass ihr eine Meinung hört und so weiter, direkt fängt am Anfang geholt, Mare Nostrum, die Initiative, die 2013 von den Italienern geholt ging, dass wir wirklich Flüchtlinge aus dem Wasser rauszuzählen, bis zu der libyschen Küste, direkt für die auch vorgestellt werden, im Oktober letztes Jahr, wo wir intervenieren mit einer Dringlichkeitsfrage den Außenminister für zu sagen, Mare Nostrum kann nicht sterben, Triton kann das nicht ersetzen. Wir hätten gerne, dass Mare Nostrum Meier kriegt, für die Arbeit weiterzuführen. Die Urgenz von der Frau, wo nicht unerkannt gehen, dann hat dann die Möglichkeit gedauert, bis dann sowieso kriegt vom Minister, das wäre aber so und das wäre alles nicht so schlimm, bis das dann effektiv den 11. Februar, wo dann 33 Leute von dem Boot innergegangen sind. In dem Moment, dass die Urgenz von der Frau unerkannt geht, mit dem Vertrag, aber genau die nämlich natürlich müssen dauern, bis vielleicht Woche von 400 Leuten und müssen ertrinken, für das sowohl weltweit wie auch zu Lützburg reagiert. Und hast vielleicht die Freie Kommission angerufen. Du war die Großkatastrophe geschieht vom letzten Samstag von über 800 Leuten. Es hat mindestens dazu gefordert, dass man Diskussionen konnten feiern und das recht die Großkatastrophe, die die Öffentlichkeit abgewirkt wird, mit Dämpfer, das sind aber weit weg von dem, was geschehen. Für ein Dämpfer, ob das selber von Leuten am Mittelmeer, Frontex zu stärken, die just Außengrenzen stärken an dem Bereich von 30 Kilometer, sogar ohne die Perimeter auszuweiten, als einfach viel programmiert, dass dann in den nächsten Wochen am Ende massiv Leute werden ertränken, dass das einfach nicht haltbar, gerade wie der Refus für sicher wieder an Europa abzumerken, wo die Leute forciert, auf Boote zu klammen, gerade wie den christlichen Schlepper, wo werden Boote zerstört, gegen die Batter notwendig sind, auch für die Fischer auf der Platz, aber auch für die Leute, die einfach keine andere Meier haben, um fortzukommen und
Flüchtlingspolitik bis hin zu den Ursachen und da Vorgang als kein Zusammenhang gemerkt hat, dass die Freihandel zurückkommen, die man merkt, im Moment im Europaparlament und die Sitzbeschwerde ist als eine Katastrophe. Aber wir müssen dranbleiben von der politischen Ebene, leider die Einzigen, die da auch die Leute verteidigen, die auch die Leute von der ONG verteidigen, die sich dagegen wehren, das Mittelmeer zu weiter zu einer Massengraf gibt. Es gibt 23.000 Gründe für Rosen zu sein, für alle möglichen Aktionen zu machen gegen die EU-Politik an die 23.000 Gründe, die Leute im Boden vom Mittelmeer. Das dann den nächsten Punkt während 5 Minuten, die wir zur Verfügung stehen, das Problematik von LuxLeaks an der Finanzbilanz. Ja, Praxis vom Ruling von der Steueroptimierung für Multien ist verwerflich, und wir lehnen so. Ja, Praxis von der Rulingen an der Steueroptimisierung wird dabei beigetragen, dass europäische Staaten massiv Abkommen weggeholt sind. Es gibt Schwert von 1000 Milliarden pro Jahr an Europa, dem Äquivalent vom europäischen Budget. Ja, Rulingen an Steueroptimierung an Europa wird Autorität an viele Länder gestärkt und das ist auch übrigens nicht akzeptabel. Ja, Lützeburg ist nicht allein an der Praxis, mit der Praxis, die gibt an 22 bis 26 andere Länder, die EU-Kommission sind 22 Länder, Lützeburg sind 26 Länder, also außer Griechenland und Bulgarien. Nee, nicht Rulingen nur 16 sind das Problem, die das gemeint wird. Mit den Steueroptimierungsmechanismen, die sich an Rulingen verstoppen. Ich gehe nicht am Detail darüber an, ich wollte das just kurz aufzählen, für zu wissen, und das sind immer 4 Mechanismen, dann X-Mechanismen, die an Europa gibt, die doch an anderen Ländern gibt. Nicht Mechanismen, das die von den Patentboxen, von den IP-Boxen, also von Brevet. Eine Firma, die Brevet zu Lützeburg domiziliert, die wie Starbucks, die können, oder Amazon, die können für die Brevet froh dann, was die Brevet als Benefiz machen, als ODPR zu 80% für die Steuern freigestellt. Das nämlich geht es an Holland, ähnlich Sachen geht es an Irland. Das ist 80% vom Benefiz auf Patente geht von 4 nicht besteuert, weil die immens attraktiv geschieht, dass für die Sachen auf Lützeburg umzulernen oder in Österreich umzulernen. Ein zweites Beispiel vom Mechanismus, das ist ein Prix de Transfer. Prix de Transfer, das fand ich so, für die Briefe, die ich holen, oder für die Kontabilität, die ich zu Lützeburg mache, kriegt die Gesellschaft in Deutschland oder in einem anderen Land, wo sie mir Steuern muss dafür bezahlen. Das ist ein Teil von den Benefizen, der in Lützeburg transferiert, aber in künstlicher Art und Weise. An die Berechnung von den Preisen, die im Moment nicht kontrolliert, die zählt dazu bei, dass Beneficer aus Ländern, wo viele Steuern zu bezahlen sind, an Länder, wo manche Steuern zu bezahlen sind, überdrohen gehen, und da trägt dann noch eine Menge zur Steueroptimisierung von den Multinationalen bei. Ein drittes Beispiel, das das von den internen Prägen oder internen Banken. Multien, die eine interne Bank schaffen, wo sie dann einem anderen Suche lehnen, einem anderen, zum Beispiel von Lützeburg, lehnen sie dann einem deutschen Struktur von ihrer Gesellschaft, lehnen sie Suche zu einem billigen Tarif, und die gehen dann zu einem ganz hohen Tarif, den sie dann zurückbezahlen. Und die Operation geschehen heißt da, wenn den LuxLeaks-Dokumente durchguckt, innerhalb von einem 2D, wo Millionen Gelegenheiten zurückkommen an der Differenz von den Zinsen, können wir dazu beitragen, dass du optimisiert wird. An den letzten Punkt den Job werfen wollen, das wesentlich der komplizierteste, an die langen Zeit unterschätzt gehen, dass die von den nicht Besteuerungsaufkommen wird eigentlich Aufkommen für 2 Monate zu besteuern. Das, so steht doch dran, eben ein Fist in der Benger Platz theoretisch besteuert die Nass, von wo kein Steuern fertig werden, in einem Land nicht mehr besteuert. Aber das ist sicherlich alles Punkte, auf denen können wir im Detail, sonst kriegt es überhaupt nicht können merken. Und ich ging Menge, das wäre vielleicht interessant, eine Konferenz zu merken, von der Lenker, es ist immer Problematik von Steueroptimierung, die dann noch andererlei
de Guy vielleicht können mat intervenieren. Ich will auch darauf hinweisen, dass am 12. Mai ein Meeting zusammen mit den französischen Kollegen der Genosse am Erik Roquet über Steueroptimierung zu Tierwählern. Ich ging ich für so massiv wie möglich wieder zu kommen, noch von Kollegen zu bringen. Ja, Legalität mit der Praxis zu Lützeburg muss ich noch vorstellen. Aber das ist aber nicht die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist nicht Legalität, über die Land kann diskutieren. Also gut, wenn du wenigstens den Punkt zur Konklusion kommen, für laut Lützeburger Gesetzgebung legal, das darf nicht legitim werden. Es kann nicht legitim sein, von multinationalen Platz einen Steuersatz von 21% die zu Lützeburg verlangt, dass just nach 1 oder 0,051 oder sogar 0% Steuern bezahlen. Verantwortung dafür. Vielleicht sowohl bei den nächsten Ländern wie bei der EU. Und ich gebe mal keine Illusionen mehr, ich komme dann nur noch kurz darüber, dass die EU den Willen hat, für das aufzuschaffen, den was wir noch schaffen, verschiedene Exzellen. Ja, ohne Whistleblower, ohne Laufzeit Alert wird nicht möglich, das abzudecken. Und die Leute machen eine immens wichtige Arbeit. Und das ist nicht richtig, dass sie gestraft gehen. Ja, Whistleblower brauchen einen Schutz für uns können zu so, was da lebt, weil das ist absolut notwendig ist. Ja, das ist schon Präsident vor mich auf Zeit von Frau Sofke zu kreieren. Ja, als Justiz als einseitig, wenn sie die Leute, die uns informieren über das, was geschieht, der Punkt durch Steueroptimierung und Steuererziehung, und die kursivieren, systematisch enquetieren, an die von der profitieren, an die dann fehlgelegt haben, und da wurde eine Enquete geschieht. Die wir zu Lützeburg kriegen und schon den immensen Verlust aus Iraner Länder, geschwert von 1000 Milliarden, die Grieben, die wir davon kriegen, sie machen etwas aus an unserem Budget. Das muss man sich bewusst sein. Aber vielleicht nicht so viel, wie man behaupten können. Wenn sogar der Finanzminister sieht, das Land könnte einspielen. Aber es soll auch noch kommen, von den Multinationalen nach Steuern imposiert von 1 oder 0%. Und ich bin absolut überzeugt, wenn wir eine europaweit koordinierte Steuerpolitik hätten, was Mindeststeuer setzt, da käme auch für Lützeburg mehr ran, wie man der dritte Politik auf Iraner Länder tut, sicher. Und so jetzt muss man dann andere. Aber was ich an der Berechnung gegen weisen, dass Lützeburg im Moment vielleicht mehr hat, wie man eine koordinierte Steuerpolitik hätte, dann müssen wir eine Option machen für ein Opt-out. So wie Frankreich eine Option Opt-out muss für die Atomenergie, sonst Diskussionen über Arbeitsplätze, aber eine Rolle spielt. Wir sind überzeugt, dass wir das nicht brauchen, dass eine koordinierte Steuerpolitik mehr bringen, eine Politik, die im Moment noch nicht fertig ist. Weil im Moment ist die Tendenz, die für den Ekart zwischen dem Tor-Affiché, den zu Lützeburg 29,2 oder so in der Gemeinde ist, und der reelle Steuersatz, den Elektrik an die Piste, die bezahlen wir 29,2. Google Amazon, die bezahlen sie nicht. Und da geht es dann zwischen dem Tor-Affiché, an dem wird einzeln bezahlen, die reellen Tor. Die reellen Tor liegt zu Lützeburg bei 15 bis 60% Steuern und Entreprisen bezahlen. Ihr wisst, dass die Entreprisen insgesamt immer mehr bezahlt und die letzte Zeit hat 0 Teil von den Steuern und Kapital aufgeholt von halb zu den Salarien und die steht lo bei einem Drittel das an Tendenz feiern an Tendenz die für so weil da kommen wir den Tor-Affiché weg von 20% besetzen die reellen Gewinner als Tor-Affiché wir haben nicht nach dabei wir machen Steuerkonkurrenz weiter auf dem Tor-Affiché das heißt den Trend ist noch gar nicht fertig und das ist ganz wichtig dass man ein international Antwort finden ob die Frauen die EU-Kommission wird es nicht gehen, die EU-Kommission noch 4 Steueroptimierung, Steuerkonkurrenz, also am Träge von Maastricht dran angeschrieben, sowie die Sozialkonkurrenz, das Sozialdumping, das Steuerdumping dran angeschrieben. Die OECD will verschiedene
Punkten, Patentbox und so übertrieben aufschaffen. Sie wollen beim Prix du Transfer, wenn sie allgemein Regeln nach der Union vorzustellen. Trollinge sollen ausgetauscht, die wir dann nicht mehr vorstellen. Also darum ist nichts zu erwarten. Das ist auch nicht ein Froh, wo Lützburg steht, Recht von der Welt. Das ist ein Froh, wo gemeinsame Interessen vom Salariat auch von den Städten in ganz Europa gegen Multien, inklusive von den Staaten, die Rezepte brauchen, für Straßen zu bauen, für Schulen zu machen, auch eigentlich multinationalen Bereichen die staatliche Infrastruktur da benutzen so und müssen nämlich Teamse, dass sie zu einem gerechten Deal dazu beitragen. Den Kampf sind wir am Gang, über Transparenz, über den Steuerplatz, weil wir wollen manchmal über die Schulen und Alternativen, die durch die Politik gemerkt sind. Wir brauchen nur nicht zu fährten. Wir verlangen eine Transparenz über den Bankplatz, hier Geschäfte, wir nutzen sie, wir schulden sie, auch an der Vergangenheit. Noch der Rapport von Rainer Falk, wo es nicht mehr Gruppen durch, hat angepasste Chiffren, weil auch da ist eine Problematik, die nicht kann ignoriert gehen, gerade so wie Kapitalflucht auf Lützburg oder von Lützburg urbaner Platz und Offshore. Wir haben darauf, dass bilanziert wird, wir haben darauf, dass Steuergeschäfte transparent gehen, ich gehe unter Bayern an, ich gehe unter Bayern an, eben Bayern als für direktiv Country-by-Country-Reporting, die am Anfang von den Finanzinstituten verlangt, dass an alle Länder genau so weit von den Fischer gemerkt wird, von dem Umsatz hat von den Fischer steuern, dass die ausgebaut wird, ausgedehnt wird, ob multinationale Gesellschaften, so wie hier Holdingen auch müsste, solange wie sie existieren, publik sind. Ich bin überzeugt, dass wir eine wichtige Rolle spielen können an dem Zusammenhang. Zusammen mit den anderen europäischen Linksparteien verfreie ich mich über die Zusammenarbeit am Grenzgebiet, weil einfach nennt also Diversifizierung, wirtschaftliche Diversifizierung, inklusive am überregionalen Raum. Il y a du pain sur la planche, ich gehe noch weiter Sachen an, ich so nicht merci viel.